Das heißt, die Soziokare immer dann Leipzig-Belugi. Ja, Leipzig-Belugi gehen, ich meine, mir Recht kriegt nur die Wahlen, dass man für die Wahlen tut und das alles vor der Wahlen angetragen. Und Leipzig aber Lo-Belugi, weil eben 2006, wenn man es so zurückerinnern, da war ja Krisenstimmung hier im Land Tripartite, als Summegruf ging, waren von heute gemengt, ganz Staatsfinanzen, die von der Summe berichten. Und du hast ein ganz Kübelboot voll für sozialen Aufbaumaßnahmen dezidiert, die an Haut stellen wir dann aber fest, dass das Demos deklariert hat, dass man 2006 und 2007 einen dicken Defizit machen, das ist nicht angetragen. Mit dem Aufbau von der Leute, also da kann man Haut, schreibt die Regierung ein normales Budget vom Staat um Schwarzschiffern, und dafür schreiben Tausende von Familien am Land aber Rotschiffern. Ich meine, du hast die Population belohnt. Mit das wird aber nicht heißen. Ich ging leider noch belohnt, weil nur den Herr Frieden sich schon praktisch damals recht, wie ein Herren hört während den Debatten über das Budget 2008, wenn sieht, hoffentlich 2009 als das Budget immer am Equilibre. Das Staatsbudget als solches noch nicht am Equilibre. Das muss man wissen, das Staatsbudget als minimal, was ein Defizit bleibt, mit dem noch nicht am Equilibre. Mit das gibt es zwei Budgets. Das eine das normale Budget und das andere das vom gesunden außerordentlichen Budget, wo wir die Investitionen machen. Aber wenn wir da auf Fonds rübergehen, dann muss ich da feststellen, ich meine, eine Grafik als ADR präpariert, und an der Grafik seht ihr schön raus, das sind die Blaubacken, das sind am Anfang die Suen, die wir aus der Plus-Value von den guten Jahren alle hatten, und da seht ihr, dass das bis 2001 klimmt, und da gehen als Fonds los zurück. An 2008 gesagt, wenn ihr innen guckt, das Blut, das sind die am Keller. Das heißt, das ist das Geld, was wir aus der Plus-Value nehmen, wenn Fonds nach einem Positiven sind. Dann ist das nicht mehr dadurch, weil an den letzten Jahren einfach schon Emprunt abgeholt sind, an die Fonds überwiesen sind. Und das gesagt, und den Partnern, ab den Roten, das sind Schulden. Das heißt, wenn wir heute nach Geld oder 2008 nach Geld auf die Fonds nehmen, dann ist das zu 100% gelehnten Geld, was wir auf der Fonds haben. Der Luc Frieden hat das ruhig, geht nicht nur nach 1 Milliarde Schuld weitermachen, da kommt so schon nach 1 Milliarde weiter auf der Fonds. Mit das alles gelehnte Geld. Und da muss man wissen, dass das Geld, was der Staat gelehnt wird, nicht zurückbezieht. Er bezieht nicht mehr Zinsen. Das sind Emprunts, die sind nicht geholt auf 10 Jahre. Und über die 10 Jahre gehen Zinsen zurückbezahlt. An nur 10 Jahren, da ist 2016 die ersten Emprunts fällig, das sind 200 Millionen Euro, da muss Kapital an enger Kehr zurückbezahlt gehen. 2017 400 Millionen an enger Kehr zurückbezahlt. Das heißt, die heutige Regierung möchte eine unwahrscheinlich große Hypothek, ob die Regierung die Hand drucken, die eben, oder Steuerzöller, die Hand drucken, die 2015, 2016, das müssen bezahlen. Aber wenn ihr dann Fonds guckt, dann du hast die großen Problem, die wir als Lützburg haben. Wir wissen, dass wir aus der Fonds all Jahres 1,5 Milliarden rausholen, für die Investitionspolitik auf dem dorten Niveau zahlen. Aber wir müssen es auf dem dorten Niveau haben, weil das bricht vieles zusammen. Wir haben aber gesehen, dass wir 2008 am Schluss nicht mehr mit 900 Millionen drauf tun. Und dann ist nach lauter Schuld. Nach was bezahlen wir dann 2010, 2011 die Investitionen, weil wir nicht wirklich die große Chance kriegen, dass die Ökonomie given unzählen und dass wir given Plus-Value machen. Und nach dem letzten Satz, für zu gucken, wo wir hinsteigen, wir wissen, dass wir 2015, dadurch, dass die Regierung noch ging zu Brüssel an der Diskussion im TVA, dass wir von 2015 und Orlo nach Manna TVA hatten, dann dann die drei zusammen, nehmen die drei, dass die Fonds sind eitel, die Schuld geht nicht zurückbezahlt, an TVA geht zurück, da muss man Angst, was die Investitionen an die nächsten Jahre belangt. Nee, wenn ich das tut evaluieren, Herr Gilbert, das klingt ja aber wie 2004 wieder an Fall gegangen sieht, auch gesagt wird, es geht die Staatsfinanzen zu schlecht, los oder 1,5 Jahre für die nächste Wahl praktisch schon in der Zeit ist. Ja. Oder du nicht dabei gelegt. Ja, es kann ja so, wenn man kann gehen hin so und so leid geht alles gut, das Leid muss dabei kriegen. Das einfach nicht richtig. Und ich meine, wir müssen aber auch die Courage auch als Oppositionspartei für die Wahl ist. Und ich gebe auch Mengen, dass das leider also müssten das ja für echt gelebt, weil wir haben ja schon für die letzte Wahl gesagt, du hast also nicht gelebt, du hast vielleicht elektoral ein bisschen gestraft. Wir haben aber nur gesehen, dass das, was wir gesagt haben, dass das gestimmt wird. Und es stimmt auch lo. Und wir mengen einfach als ADR, dass wir
wenn in der Leute nicht vorstellt, dass das ein kurzfristig Politik ist. Mit den Leuten aber intelligent genug sind, für festzustellen, über 3-4 Jahre, ob ihr Recht hat oder nicht Recht. Und wir hatten hier, wie keine andere Partei, zu 100% Recht. Wir bleiben aber auch noch kurz dabei, dass Sibirien bei der Dépensepolitik von dieser Regierung, wo ich aber auch nicht kann sagen, dass alles schlecht wäre. Ich erinnere an den Kannerbonus, der kann ja so schlecht nicht sein, weil so hat ihr als ADR, der wohl kaum abgestimmt. Ah ja, ich meine, mir für du geschwärzt von der Folge, die der ADR hört. Ich gehe so, der Kannerbonus kann den auch an Reihen von dem ADR seiner Politik erfolgreich anreihen. Wir sind 2001 sind wir nicht mitgehen für die Negativsteuer zuletzt zu verlangen. Wir waren bis 2006 die einzige Partei, die von Negativsteuer letztlich geschwärzt hat. Das Stimme bei Negativsteuer, da wollen wir einfach so als Steuersystem als sozial ungerecht. Wir haben ganz rich von Appartementen, die Leute können kriegen. Mit die Appartementen dingen immer nur denen Leute, die Steuern bezahlen. An die ganz viel Steuern bezahlen, profitieren noch ganz viel von den Appartementen. Und das ist sozial ungerecht. Und Negativsteuer als Anfang, da ihr seht mal, wann ein Lo baut oder Schuld möchte oder Gott weiß was, da kriegt jeder vom Staat dieselbe Monte. An denen die Steuern bezieht, kriegt der Monte von seinen Steuern aufgezogen, an denen die keine Steuern bezieht, kriegt der Monte ausbezahlt. Das ist das Prinzip von der Negativsteuer. An der Kannerbonus ist genau dasselbe. Das heißt, jeder kriegt steuerpolitisch gesehen dasselbe für seine Kanne. Also auch die Leute, die keine Steuer bezahlen. Durch die Maßnahme verliert kein 1 Euro. Wir all die nicht kriegen etwas bei. Und das hat mir so, dass wenn wir Geld tun, was ich auch für Druck gesucht und dann darf man nicht immer den Geist kann über das Land fahren, aber man muss gucken, dass Geld dahin erkennt, wo es blutnotwendig gebraucht wird, und dürfen als Negativsteuer natürlich Lohme den Kannerbonus angefangen. Nächstes Jahr soll längst für die Etappe noch kommen, dass das den Arbeitnehmer Freibetrag, die sollen dann auch jeder kriegen. Und wir sollen als ADR, Dono müssen alle Appartementen an eine Negativsteuer, an eine Kreditimpôt, oder wie immer wir nennen, umgeändert gehen. Da nennen wir, wie gesagt, Leute, die sich eine Wohnung kaufen, die eine Zusatzpension machen, dass jeder vom Steuerzahler vom Staat selbst steuerlich behandelt wird.